So, also da hat es frei angefangen. Das ist 7 Uhr. Wir haben den Checkout gemeldet an unserem Airbnb. Wir sind hier auf einem Busplatz für Shuttle zu holen, der gratis ist, für Backdoor Petra. Wir haben schon von 3-4 Leuten angeschaut. Also da hat es frei angefangen. Wir haben so gratis Shuttle, der bringt uns bei Mini Petra. Das ist ein bisschen wie gestern, mehr am Klängen anscheinend. Und dann müssen wir mal der 4x4s, also so kleine Jeeps, für 5 jordanische Dinare each, das ist so für 10. Die bringen uns dann auf einen anderen Platz und da können wir dann die ganze Weg machen, den wir gestern nicht gemäht haben. Und dann landen wir rum bei Petra. Also das ist auch ein guter Hike. Und Ziel also für 12 Uhr fertig zu sein. Da hätten wir dann noch weiter können gehen, weil der Tote war schon Highlight. Aber es kommen noch Highlights, also das ist noch nicht fertig. Die Vakanz ist voll mit geilen Aktivitäten. Ja. Schön nach Patria. Magst du dazu für dich? Ah, aber das steht einfach, du hast maybe. Okay. Das steht einfach, du hast maybe. Ja, noch 2 Striche. Wir gehen von heute auch schon bestimmt 5 Mal geschwärzt, weil sie Leute Taxifahrer, die sich dafür 8 Dinari oder so schon fahren. Wir haben von unserem Host gesagt, holt den gratis Shuttle und dann den 4x4 und dann respektieren wir das. Und gestern, wo wir Souvenire kaufen, hat der Monsieur auch gesagt, lass dich nicht ausschwätzen von den Leuten, weil es gibt Free Shuttle, auch wenn sie sagen, es gibt keinen, es gibt den. We do things by the book und das funktioniert. Oder? Also, hello. Here, you want to buy something? No, thank you. No charge for Thank you. We have cold water here. Good one coffee. Wir haben den Gratis-Shuttle geholt für hier bei den Ticket-Office von Little Petra. Da haben wir 10 Dinare bezahlt. Also gehen wir am Anfang mit einem, also nach einem Shuttle-Empfang bei Little Petra. Und der Shuttle mit dem selben Ticket bringt uns dann auch auf den nächsten Platz, sozusagen. Ich denke, den Vorbeifahren. Ja, der guckt den gesagt so aus. Den ist auch viel mehr groß wie der von für drin. Sitzt auf dem Basen. Ja, geht schon cool. Ja. So. Kann man sagen. Okay. So, wir sind von dem kleinen Shuttle rauf. Hallo. Wir sind von dem kleinen Shuttle rauf. Aus bei Kurve? Nein. Nee? Nee. Wir gehen bei Little Petra. Das ist nach dem Anfang separat. Und gleich kommen wir dann zurück, für dann den Shuttle zu holen. Oder kann ich nicht Shuttle nennen. Das ist ein bisschen mehr so ein Safari-Bus. So wie es sich hier stellt. Genau. Ja. Heute fängt ihr doch schon direkt an. Mit Gießen. Ja. Da sie Gießen. Also überall sind halt Sachen in den Mauern. Das ist schon impressive. Ja. Ja, die sind auch richtig gut erhalten. Jak bei denen.
alles schwarz. Guck, ein Haus hier. Ah, da kann den sich richtig sitzen. Ja. Damn. Sehr gut aus. Da sind halt Leute. Ja. Nee. Und dann einer kommt, Little Petra, der kleine Stopper ist schon worth it. Der bleibt da stehen, der muss nicht viel tröppeln, wie die Fähre ran. Und dann, der sieht aber schon viel. Für das wenig, was daheim muss tröppeln, ist das wirklich der Wert. Ja, aber wie gesagt, das sowieso am Ticket immer dran ist, von Back to Petra. Why not? Ist wir nicht heute stehen bleiben. Mehr muss man aber noch viel tröppeln, wenn wir bis bei Back to Petra kommen. Und ganz gemütlich. Kennt ich auch wieder. Aha. Wenn die Vorbeifahrt geht, Futti, dann muss man da halt. So, wir sind vom Bus rauf, das war ultra cool, weil es war wirklich Offroad. Und hallo, tröppeln wir anscheinend 1 Stunde durch. Nein, Anscheinend, laut den so Donkey, also Esel-Reiter, die das verkaufen, um Esel-Dünner zu gehen. Mit mir gut gesagt, das wäre vielleicht maximal 1 Stunde, 40 Minuten. Ja, mal gucken. Don't know. Und ja, wir tröppeln da drinnen. Anscheinend geht viel Bier drauf. Gerade gehen wir Bier drauf. Und voilà, c'est ça. Also bis lo war das ganz ultra cool. War mehr cool wie das Petra Deal. Ja, weil ein bisschen special ist. Ja, so mit dem Jeep zu fahren. Ja. Ja, das wird wirklich schon von der cool gemacht. Yes. Schöne. Boah, von der Seite schon. Boah, ich seid schon krass aus. Geht einfach durchsteht. Ha. Also, wir sind hier angekommen, Monastery. Und ich fand den Ball mehr krass, oder ich fand ihn mehr krass wie Petra. Also ich empfehle euch, wenn da hinkommt, geht doch da dort gucken, holt euch 2D für Petra zu machen. Der Weg war auch nicht mega dramatisch. Auch mit der Jeep-Tour wirklich cool. Und den Dingen ist riesig. Auch noch so detailliert, auch mit dem kleinen Turm da oben. Das ist krass. Also, wir sind hier
also labber die last 20 Minuten just bis raufgetrüppelt vom Monastery durwen an lo gleich müsste man mengenech bei dem DLO komme wo man Göster waren wo man net gemäht hun yes he sind noch am Anfang cute geht die ganze Zeit so rauf an der links ariert sie so Shops Ja. wo so Souvenire kakafeln. Also mir so echten Tag Petra gucken gehen, die Sachen, die inne sie wohin schon trippelt, aber das heute war kriminell. Nee. Das ist Backdoor, das ist wirklich der Wert. Ja. Weil es geht zwar ein bisschen rob am Anfang, wir hatten mal bei Monastery mit der Rest als Peugeot. Das war aber chill. Das war wirklich war vielleicht 40 Minuten ultra machbar. Ja. Hallo, also das heute, du hast locker wie lange gebraucht, oder? Ja, viel mehr lang. Und viel mehr anstrengend doch. Viel mehr anstrengend. Ja. Genau. Mehr Kilo weiter. Ich bin zwar gespannt, wie lange das noch dauert. Sie gut nice Biomagnet. Ja, wir haben 2 Magnete gekauft. 2 für 5. Gestern war 2 für 10. Das heißt, von denen Premium-Magnete. Ja. Okay, wir brauchen dann noch. Experience von New Welt. Mam Irselrup. Also da tut noch Stadt drüber. So, wir sind lo auf der Platz gekommen, wo ich gestern von gewesen bin. Wir waren gestern da hinten. Haben wir den Teil heute nicht gemäht. Und dann haben sie noch lauter so bauten. Ich habe Sarah noch gesagt, ich meine, ich war noch auf keiner Platz auf der Welt, wo so viele krasse Sachen auf engem Terra sind. Ist ja dort, keine Ahnung, das sind ein paar, also ich gebe so in so Radius von 30-40 Kilometer, sind halt so viele Szenen, das ist so krass. Also wirklich, wir sind heute im 2. Tag und das ist wirklich der Wert, heute 2 Tage zu sehen. Weil hier sind so viele Szenen, weißt du, einfach da hinten in der Mauer, random, lauter Löcher, die die Leute früher benutzt haben. Das ist wirklich krass. Hier da auch gut, sind so 30 Grad, angenehm, das ist nicht so warm, nicht so feucht, also das ist am Anfang dreschen. Das ist wirklich angenehm für hier runter zu trappeln. Ja. Nur all die Pflanze verzerren. Ja. Ja. Sagen wir zu Lost Potential. Ja, geht verzerren. Komm sehr. Obwohl, der Dutner ist auch krass. Vielleicht hol ich drin direkt. So, wir haben das ganze Teil aufgeschlossen. Wir sind am Rückweg. Das bin noch durch Zick. Genau, durch Zick, das ist Schlucht. Wir gehen vielleicht nach wieder an das Musee von Petra. Ab 16. Und dann ab 16 und dann fahren wir weiter. Und zwar fahren wir bei einem Beduin-Camp, wo wir werden am Desert, also an der Wüste, schlafen, an so Zelten. Und da werden wir auch verschiedene Aktivitäten machen. Wahrscheinlich Jeep fahren, Kameltour und so weiter. Da sind wir ganz gespannt drauf. Und ja. So, wir sind hier am Restaurant und wir lassen uns bekochen. Und wir sind Futti. Wir haben uns direkt einen Fanta und einen Sprite gegönnt. Für ein bisschen Zucker ranzukriegen, weil wir noch nicht gefrühstückt haben. Wir haben als 16.000, 17.000 Schritte mal gemäht. Also hier ist mal gut und dann fahren wir. Vielleicht noch ein Glas. Vielleicht noch ein Glas. Ja. Die Restaurant ist auch ultra cool. Den also dick, schön Gericht. Vielleicht machen wir auch noch. So, wir waren gerade im Museum gucken.
Sarah hat sich für Postkarte gekauft. 3-mal können roten, wie viel 5 Postkarten kosten. 1, 2, 3. Okay, es war 1 Dinar. Ja, wir wollten am Anfang schon sehen, an der Sotten. Die kriegt 5 für 1. Da waren wir so. Okay. Okay. Also nicht Sarah noch für Geistgesicht, die nicht gerade so schön sind. Der ist nicht gewählt. Most beautiful one. Ich war. Ja, wir waren, guck, wie waren die Leute nicht schon heu waren, wo keine Leute waren. Ja, random. Ja, random. Okay, wir sind lo am Wadi Rum Visitor Center. Wadi Rum ist das ganze Schutzgebiet. Gerade noch lo 2 Tickets. Einfach Jordan Pass gewesen, muss nicht bezahlen, also schon den Jordan Pass. Das ist einfach richtig geil, das ist richtig geil gemacht. Du weißt den einfach, die stempeln den, bam, fertig. Du kriegst ein Ticket an den Grab, kannst gehen. Du musst nicht bezahlen, kommen kein komisch Fies nach irgendwas dabei oder das ist gar nicht shady oder so. Es funktioniert einfach. Also das ist wirklich gut gemacht. Und schauen wir mal bei den Treffpunkt, wo wir mit dem Hund, mit dem wir reserviert haben, mit dem Bedouin Camp. Die kommen als sichern oder wir fahren mit denen bei Park gehen, was auch immer. Ja, und dann schlafen wir hier. 2 Nächte, geil, 2 Nächte schlafen wir hier. Und wir haben verschiedene Aktivitäten geplant. Einmal eine Kameltour, eine Jeep-Tour und irgendetwas an der Nacht. Da weiß man noch nicht genau, was das ist. Vielleicht backen wir da oder ich weiß nicht ganz genau, was wir da machen. Aber ich meine, geht cool. Yes. Bis gleich. So, wir sind hier ein bisschen. Also, wir sind hier zu Wadi Rum. Das ist als Vue. Wir schlafen hier, Nummer 6. Es war ein bisschen, die Mission hat ein bisschen Verspätung, wo es halt sicher, sollte sicher kommen. Und ich so, da ist lo, also wir sind hier gekommen und ich so, da ist. Hi, geht bis du rop. Geht bis du rot, weil du mal gut den Sunset. Und um 7 Uhr geht essen. Ich bemann das lo. Weil die Sonne geht löhner. Und ja. That's what we do now. Yep. So, wir sind hier bei diesem Spot gekommen. Wir haben das Läufer auf den Boden gesagt. Heute ist mehr relax, also das ist nicht geplant für heute, es ist um 7 Uhr essen. Wir waren noch nicht in unserem Zimmer, es geht sehr, da kriegt er den Sonnenuntergang nach. Und looks nice. Ja, war ein anstrengender Anfang. Ja. Die ganze Backtop Petra, also locker hat 20.000 Schritt gemäht, gestern schon 20.000 Schritt gemäht. Und dafür drin auch 20.000. Labber 22.000 Schritt. Also wir machen richtig viel, die fühlen sich ultra lang an. Mhm. Und ja, bis lo mal eine coole Vakanz. Ich gebe auch so einen Jordan, das bis lo mal von den coolsten Ländern, wo ich war. Ja, weil da gibt es einfach richtig viel zu gesehen, wo in Europa nicht gesagt. Das ist einfach anders. Das ist einfach ganz anders. Das ist Senkerweise. Ja, ich schon. Einfach alle Senker. Kann ich ja.
gesagt, sind überall, also das war die rum. Dann sind überall so Camps, zum Beispiel du hast Eisen hast du Hannen, ganz du Hannen also rein. Und da eben noch die Bubbles, mit mir ist dann erst dann Gained Bubbles entschuldigt, weil die da sollen mehr traditionell sein. Und Bubbles waren halt so richtig schlecht bewertet. Also die Kinder bestimmt auch gut bewertet, aber die mir gesehen haben, waren so. Auf Booking, ja. Die war schlimmer schlecht bewertet. An Eisen, also da wo wir schlafen, also Camp, hat mega coole Activities zu bieten, hat einfach mega gut Reviews. Also die drehen war mega froh. Ja. Bei uns waren sie ein bisschen spät beim Pickup. Ich weiß nicht, ob du abschief gelaufen hast oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Wir bleiben positiv, auch wenn sie ein bisschen verkackt tun. Das ist bestimmt nicht dramatisch. Ja, war vielleicht ein. Keine Ahnung, Miscommunication oder so, genau. Wir gucken einfach mal so einen Tag. Wie gesagt, heute lebt noch, ich keine Tour. Morgen geht es da los. Mit allem. Und ja, das andere ist richtig rot. So rot. Also meine Box ist schon ultra knascht. Ja, und ja. Rot. Und scheint, dass das Meersand. Theoretisch. Fakt. Ich schau mich sehr. Loser. Nicht. Tschüss. Mystical.